in der linken Ecke mit einem Kampfgewicht von 180 Kilogramm. André Küchler! Jetzt musst du reinlaufen kommen. Was sagt einer, der beim Boxen reinläuft? Der schaut nur böse. Der tut nur schauen. Ja. Und in der rechten Ecke mit einem Kampfgewicht von stolzen 190 Kilo. Das bisschen schwerer bist schon. Nils Kümin. Und damit ein herzlich willkommen, ein ganz herzlich willkommen im Ring zurück im wunderschönen Wollerau, im wunderschönen Kanton Schweiz, in der nicht ganz so schönen Schweiz. Alles klar, Nils Kümin, wie geht's Ihnen? Sind Sie bereit für den heutigen Kampf? Hey, ich fühle mich mehr als bereit. Ich habe mich das ganze letzte Jahr, also unsere Winterpause, habe ich mich für den Kampf vorbereitet. Ist jetzt lustig, dass es so gut zusammenpasst. Aber ja, ich fühle mich bereit. Es ist mal wieder lustig eben. Also vor allem auch wieder ungewohnt. Es weil ist man total merkt, ungewohnt. dass wir 2 Monate an einem anderen Ort den Kopf hatten als beim Fuschcast. Ja. Aber ich glaube, es wird wieder eine coole, lässige, gemütliche Session. Fix. Mal wieder ein bisschen das Herz ausschütten, mal wieder ein bisschen Zörgeli auf der Straße liegen lassen, wenn es irgendwie Sinn macht. Ist gleich. Wir kommen auch schon wieder einfach nur dumme Sachen in den Sinn. Ja. Ja, ich habe vorher gedacht, so, der Nils ist... Gewisse Leute sind parat, aber der Nils ist parater. Oh. Mehr als parat. Wie der Chuck Norris. Ja, gestern habe ich aber auch auf einen Kommentar irgendetwas Lustiges raussuchen, weil, ohne das zu viel verraten, der hat irgendwie 180 Shots, also Alkoholshots, hätte der müssen trinken. Und dann im Kommentar habe ich dann irgendetwas schreiben, Legenden leben ewig. Also nach 180 Shots, egal was du machst, dann bist du einfach gewesen. Dann bist du so oder so eine Legende. Ja, genau. Und das habe ich dann so geschrieben. Legenden leben ewig, nur Chuck Norris lebt länger. Ah, ja Mann. Voll. Ist so. Und der Nils ist dabei parat. Ja. Oh Mann, Ja. oh Mann. Ja, das ist doch schön. Ja, und der andere Küchle in der linken Ecke mit 120 Kilo Kampfgewicht. Wie Jawohl. hast du dich für den heutigen Kampf vorbereitet? Also das erste Mal will ich mir selber auf die Schulter klopfen, weil ich bin der einzige Mensch, der innerhalb von 2 Minuten 60 Kilo Körpergewicht verloren hat. Aber nein, es ist alles tipptopp. Hast du irgendein Fitness-Abo zum Verkaufen, so ein Coaching? Ja, ich habe so einen Trainer, der heisst Nils. Der ist super parat. Der ist parater als parat. Nein, auch für mich mega ungewohnt, wieder da zu sitzen und zu denken, ich muss jetzt etwas sagen. So. Aber irgendwie auch schön, ja. Es ist lustig. Und wir haben es vorher gerade kurz noch besprochen. Aber ich merke richtig, ich habe keine Ahnung mehr, was wir alles schon besprochen haben in diesem Podcast. Ja, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es tut uns hure leid, aber wir haben wirklich den Überblick verloren. Ja, total. Also, es ist total verwirrend, weil du weißt, du hast stundenlang geredet, aber du hast nicht mehr wirklich so einen Plan. Und normalerweise werden so Gespräche auch nicht alle immer aufzeichnet. Mhm. Also, das ist ganz strange. Ja. Also es könnte durchaus sein, dass ich mir ganz oft auch mal wieder selber widerspreche, ohne dass das, also weil es einfach, glaube ich, das Normalste der Welt ist, weil man sich halt weiterentwickelt oder von einer anderen Sicht das Thema anschaut oder so. Und keine Ahnung, es könnte theoretisch sein, dass wir jetzt über das Thema reden, wo wir in der 3. Folge besprochen haben. Ich weiss es gar nicht mehr und nachher hat man gerade eine andere Meinung, weil man irgendwie etwas anderes mal irgendwo gesehen hat oder keine Ahnung. Weiss nicht. Also das habe ich mir vorher so überlegt. Ja. Also eben Punkt 1 ist Überblick. Also wir wissen effektiv, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich mal, einfach weil es lustig war, wieder 2-3 Folgen durchgelesen. Oh, also sogar. wirklich von Anfang bis zum Schluss.
Vor allem aber aus dem Grund, weil es mich Wunder genommen hat, was für Songs das wir am Anfang und am Schluss genommen haben. Weil So das muss ich wirklich selber uns ein Kompliment aussprechen. Also Eigenlob stinkt, aber die Songs am Anfang und am Schluss, die finde ich wirklich lässig. Das finde ich, das ist eine geile Sache. Voll. Und beim Durchhören, wir haben, also ist ja genau die Idee von der Sache, dass man über alles und allerlei und wirklich alles redet. Aber ich hätte keine einzige Folge irgendwie rekonstruieren können. Ja. Also wie unsere Gedanken auch teilweise von sehr weit weg zu noch weiter weg springen und so. Es ist wirklich beeindruckend. Also ich könnte mir vorstellen, dass es geht irgendwie irgendeine Geschichtsbücher rein. So 2 verwirrte Köpfe, die nur den ganzen Tag Scheissdreck schnurren. Also es ist wirklich, also ich finde es ja manchmal schon crazy, wenn wir es aufnehmen und dann am nächsten Tag anhocken und dann am nächsten Tag irgendwie reinlässt so, oder nochmal anlässt. Und auch dann ist es ja noch so aktuell im Kopf und man mag sich wie zurück... Theoretisch, ja, wie zurückerinnern. Aber jetzt so, keine Chance. Also eben, selbst in diesem Modus am nächsten Tag weiss man schon Sachen nicht mehr. Man mag sich dann aber, wenn man es hört, wieder daran erinnern. Und jetzt ist es gefühlt wirklich wie so, du hörst rein und denkst, hä? Bin ich dort dabei gewesen? So, ganz krass. Ja. Also es ist auch, ich weiss nicht, ob das jetzt einfach bei uns so ist oder ob das theoretisch auch, also in unserer Situation, also für die jetzt zuhören, wir hocken hier auf einem Sofa, wir schauen uns tief in die Augen. Voll. Fast so zu tief, aber an und für sich die Gesprächssituation, es ist nichts Spezielles. Nein. Also so etwas würde die Heime ganz normal auf dem Sofa mit der Familie oder wem auch immer normal können stattfinden. Vielleicht ist es mehr eine Überlegung wert, wenn wir jetzt feststellen, weil wir jetzt hier noch ein Mikrofon haben, weil wir Wort für Wort aufzeichnen und die Feststellung machen, hey, es geht eigentlich hure viele Informationen, gehen bei uns im Kopf verloren, ob das ohne Mikrofon auch so ist. Ja, wahrscheinlich noch viel schlimmer. Das ist schon... Ich glaube, wenn du so viel redest, wie ein Mensch in seinem Leben normalerweise redet, dann ist es wie, wenn du das alles aufzeichnen willst, könntest du wahrscheinlich aus der ganzen, sagen wir würden jetzt das Leben von einem 15-Jährigen, bis er 25 ist, jedes Wort über jedes Thema aufnehmen. Ich glaube, man könnte nachher angehen, ein Doku über irgendein Thema machen und man könnte die Pro- und Kontraseite mit Aussagen von der gleichen Person füllen. Ich glaube, das ist so mit der Veränderung und alles, was halt eben so mitmachst als Mensch. Ich glaube, das wäre mega interessant. Ja. So. Also. Und zudem ist mir auch letztens ein random Fact einfach mal so bewusst worden. In einer Stunde, 60 Minuten, vergehen auf der Welt eigentlich 8 Milliarden Stunden. Wenn du das mal so überlegst. Ja, true. Also in einer, wenn jetzt unsere Podcast-Folge 8 Milliarden Menschen würden anhören, dann wären es 8 Milliarden Stunden, die angehört worden wären. Es ist eigentlich wie so ein... absolut mindblowing, Es ist finde ich. wirklich mindblowing, weil so blöd gesagt, jeder, der eine Stunde anlässt, hat die Stunde von jetzt, die wir jetzt gerade haben, hat in dem Sinn wie die Stunde, die er hätte, mit unserer Stunde überschrieben. Das ist krass. Wow, fuck, Alter. Und herzlich willkommen bei dem Podcast, wo man nicht mehr folgen kann. Nein, ich glaube, das ist eben auch der Punkt, mit dem man springt, ja, wie du es vorher so schön gesagt hast, wenn man auf einem Sofa hockt und irgendwie redet oder mit Kollegen redet, dann springt man so schnell von einem einen Thema ins nächste. Und das ist, glaube ich, das, was halt im Podcast innen verwirrend ist, wo aber halt als Mensch eigentlich das Normalste ist. Dass du so ganz viele verschiedene Themen, die auch nicht zusammenpassen, an einem Abend besprichst. So. Also es ist ja eigentlich das Unnormalste, dass man sich zusammenhockt und eine Stunde nur über ein Thema redet. Und sonst hast du eine Traktandenliste. Ja.
Herzlich willkommen bei der Besprechung vom heutigen Donnerstag, 11. November. Ja, glaubst du? 11. genau. Nicht November. Januar. Der November wie ist der bin ich 11. jetzt Monat, aber... Wie bin ich irgendetwas... weißt du, warum dass ich November... Am 24. November ist die letzte Podcast-Folge rausgekommen. Am 24. Darum habe ich November? jetzt den November gerade so präsent gehabt. November? Voll. Ja, der November, der eigentlich der 9. Monat sollte sein, gell? Ja, Ja. true. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. November-Facts. Dezember 10. Ja. Sept. Also alle, die ein bisschen Französisch können sprechen. Sept. Also geschrieben Set. Warte, ich muss Also das der Wort... Monat schreibt man Sept. Sept. Ja, aber Und Siebni auf Französisch ist, glaube ich, auch Sept. ja. Ich weiss nicht, Französisch bin ich ganz schlecht gewesen. Mal Sept ausgeschrieben, glaube ich. Und sonst, Ja, also weißt du, das Ding ist, ich würde eigentlich dich fragen, wenn Ja, ich das ja, nicht ja, weiss. Darum kann Ich habe mir dir das das nicht. Bild oder ein Wort müssen... Weil die Wörter... Ist es nicht, Wocki sind die nicht früher. von Italienisch aus? Italienisch... Weil 9 wäre ja Nove, ist auf Italienisch, oder? Ja, also Französisch, Italienisch, das sind ja alles latinische Sprachen. Ah, meinst du, ist Die, es am Anfang Latin gewesen ja. eigentlich? Ach Von so. dort kommen auch noch andere. Spanisch ist auch eine latinische Sprache, Mhm. soviel ich Ja, weiß. ich glaube, haben wir nicht... Warte, irgendetwas mit Spanisch habe ich noch... Oder mit Spanien ist das gleiche wie Mexiko. Irgend so etwas habe ich auch Ja, mal gesagt stimmt. im Podcast. Aber ich weiss gerade nicht mehr. Mal, das bringe ich, die Brösmeli bringe bringst ich. du- Du hast, glaubst mal mexikanisch bestellt. Ja, Und genau. das war so scheiße, dass du Stimmt. noch Spanisch bestellt hast. Oder irgendwie so. Ja, wir haben von... Das ist wahrscheinlich sogar in der letzten Folge, wo wir das besprochen haben. Zum Glück bringe ich es noch zusammen. Und ich bringe es nicht mehr zusammen. Ich habe das Gefühl, es sei irgendwo. Aber es war, weil wir haben einen Rick and Morty Abend gemacht, wo wir Szechuan-Sauce selber gemacht haben. Und wir haben dann Chicken Nuggets bestellt. Also der Kollege hat Chicken Nuggets gebracht vom Mac. Und nachher hat es nicht gelangt. Und alle wollten mexikanisch bestellen. Und ich habe... Ja, voll. Und ich kann das nicht wählen, habe mich überstimmen lassen. Nachher haben wir mexikanisch bestellt und das war scheiße und ich habe einfach irgendwie Spanien gesagt. Und haben dann den Witz irgendwie haben es dann als Witz überspielen, was dann halt ja, bedingt witzig war. Schön. Irgendwie so ist es Schön. gegangen. Ja. Das Spanische. Ja, erzähl. Ich habe mehr gerade die Überleitung zu dem dazwischen, was alles dazwischen passiert ist, wollen machen. Eben, Ja. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob es in der letzten Podcast-Folge war, Spanien, Mexiko. Weiß auch nicht. Das Gleiche. Ist das Gleiche, genau. Das steht da, glaube ich, auch unser Resümee gewesen. Ja, voll. Aber es sind mega viele Sachen auch dazwischen passiert. Ja. Ich weiss nicht, ob wir das ein bisschen aufrollen wollen. Ja, alle haben Weihnachten gefeiert. Alle hoffentlich schöne Weihnachten gehabt. Wir haben auch schöne Weihnachten gehabt, muss man sagen. Ganz gemütlich. Wir trauern immer noch ein bisschen unserem Traditionsessen hinein. Weil wir haben, also mein Grosspapi ist Bündner und wir haben immer Beiwurst gegessen. Das ist, kann man sich vorstellen, man macht eine Gemüsesuppe mit Bohnen und Gerste drin. Und in dieser Suppe tut man mega lang einen gefüllten, ich glaube Schweinsmagen ist es. Früher waren das Metzger-Abfallprodukte gewesen, also so alles was halt Schlachtabfall. Schlachtabfall. Ja, also nein, nicht, also Schlachtabfall sind ja Knochen und so, sondern Ja, unter schon, anderem. du nimmst, ja, aber dort hast du keine Knochen drin in der Beiwurst. Dort ist wirklich nur, wenn du zum Beispiel so einen Schweinskopf noch hast, den du nicht verwenden kannst, haben sie den ausbeindet und jedes Stückchen Fleisch rührst du einfach in den Schweinsmagen rein und dann wird das mega lange in der Suppe gekocht. Und das haben wir jedes Jahr gegessen. Und dann das halt nur von einem Metzger im Meienfeld, glaube ich, haben wir das können haben. Und der Metzger hat vor 2 Jahren aufgehört und gibt das Rezept nicht raus. Und ja, genau. Wir als Family kommen, also gerade mein Onkel hat viele andere Beiwürste probiert und nicht eine ist annähernd an das angekommen. Und ja, dem haben wir ein bisschen reingetrauert an den Weihnachten, wo wir unser Fondue Chinoise gegessen haben.
dass wir keine Beiwurst mehr haben. Das ist sad, wirklich. Es ist wirklich sad. So, ich bin irgendwie gefühlt auch der Einzige in dieser Gruppe, also in der Family, der die Hoffnung noch nicht verloren hat. Also ich habe immer so gefunden, nein, wir kommen das schon noch irgendwie über. Und alle so, nein, wir haben es probiert, wir haben es probiert. Also es war ja wahrscheinlich nach Corona so ein bisschen der Metzger. Oder hat der einfach kein Nachkommen? Nein, das hat nichts mit Corona zu tun gehabt, glaube ich. Ja. Nein, der ist einfach alt. Ja. Und das Ding ist, er hat das Rezept scheint einem anderen Metzger gegeben. Die schmecken aber nicht so. Die schmecken auch ganz, ganz anders. Also irgendetwas ist dort nicht, hat nicht so, also funktioniert nicht so, wie der sich das gedacht hat. Und scheint ist es eben wirklich so, dass er seine Metzger keine Nachfolge gibt und die ist zu. Und der andere, der wird wahrscheinlich einfach einen gewissen Teil so machen, wie das der Ex-Metzger gemacht hat und wahrscheinlich sein eigenes Rezept, Gewürzmischung, genau da drin hat und darum stirbt es jetzt ein bisschen aus gerade. Das ist ein bisschen sad. Aber ja, ist halt schwierig. Es ist halt auch eben, es ist auch eine Geschmackssache. Und wenn du halt immer gewöhnt bist, die Beiwurst oder auch Bauernwürste, die er gemacht hat und so, die sind so fein gewesen. Da ist jede Bauernwurst, die im Mikropost ist, einfach nichts. Und das ist Scheissdreck dagegen. Ja. Ja. Ja, das ist halt ein bisschen schade, weil gefühlt hat das nur er können. Und das hat unsere Weihnachten ein bisschen begleitet. Aber sonst ganz schöne Weihnachten gewesen. Ja, voll. Also irgendwann wird die Mission noch angegangen, hoffe ich mal. Zum selber so eine Wurst machen? Ja, also Ist das der Plan? Also, dass meine Neni das macht, ich kann es eh nicht. Aber dass meine Neni das vielleicht mal machen würde, wenn wir ihm das Rezept organisieren würden. Nur, es ist halt schon eben, du musst ja dann, blöd gesagt, fast eine Metzgerei haben, um das so umzusetzen, wie das sie das damals gemacht haben. Also sein Vater war eben Metzger und hat das Rezept ist eben von seinem Vater. Und er hat das, als sein Vater gestorben ist, hat auch niemand, also sie haben die Metzgerei abgegeben. Und der das übernommen hat, die Metzgerei, ist jetzt eben der das Rezept nicht mehr rausgibt. Also, das ist aber noch ein krasser Plot-Twist. Also das Rezept gehört eigentlich ihm. Ich habe meinem Neni gesagt, du hast Anrecht, du hast Geburtsanrecht auf das Rezept. Ja. Das ist noch eine spannende Story. Ja. Und eigentlich nur für eine Wurst. Es geht nur und vor allem eine Wurst, die einmal im Jahr isst. Aber es war halt die Wurst gewesen. Ja. Aber es ist halt, für mich ist es schwierig, das umzusetzen. Aber wenn, dann könnte er das vielleicht noch mit ihm holen. Und das hat er eben schon und der gibt es ihm nicht. Das ist wirklich... Ja, das finden wir auch alle dreckig. Ja, das ist richtig dreckig. Und vor allem ist es auch traurig, weil das Rezept ja dann auch ausstirbt. Und das müsste doch einem guten Metzger eigentlich zusetzen. Also meine Neni hat auch gesagt, normalerweise gibst du das weiter, darum hat es auch seinen Vater weitergegeben. Freche Sieg. Ja. Und der hat doch einfach seine eigenen Sachen entwickelt über die Zeit. Also eben, das ist schon lang her. Und ja. Ich sehe schon das Kinoplakat, jetzt geht es um die Wurst. Genau, ja. Aber wirklich, da könntest du so einen SRF bei den Leuten Doku draus machen. So wie, dass man die Kultur oder wie nennt das Brauchtümer. Also im Doc tun sie noch so Sachen aufarbeiten. Ja. Oder halt wirklich so die Suche, weißt? Ich meine, ich denke jetzt mehr so daran, wie man eine Reportage darüber macht, wie man nach der sucht. So habe ich das vorgestellt. Eben so wie einfach so ein typisches Thema für SRF. Irgendeine Schweizer Familie sucht irgendeine Wurst, die 6 Leute interessiert. Dann siehst du so, oder hörst die Off-Stimme, also der Synchronsprecher. Es ist Dienstag und der Sammy legt seine Schuhe an. Ja, genau. Es ist morgen früh. Ja. Und das Wetter draussen ist nicht so gut. Früher ist man noch so und so auf die Alp gegangen, aber heute zum Tag können wir eben dem Audi fahren. So. Ja, genau. Gesehen, ja, so eine schöne Aufnahme vom Berg. Ja. Dann so eine Aufnahme, wo die Kamera am Boden liegt und er so drüber läuft und so vorher läuft. Yeah. Ja.
Also liebes SRF, wenn ihr eine gute Story braucht, schreibt uns. Genau. pushcast@gmail.com. Ja. Und ihr wisst jetzt, ihr braucht meinen Großvater für die Doku. Ja. Dann mache ich das Management auf. Und nenn's. Sind wir im Fall auch schon gefragt worden? Magst du dich Wirklich? erinnern? Nein. Also für den... Wir sind jetzt ohne Scheiß, das ist jetzt Real Talk, sind wir vom SRF, von einem Moderator, also nein, nicht von einem Moderator, von einem Journalist, Korrespondent von irgendjemandem, sind wir gefragt worden, weil wir ja das Musikvideo für jemanden gemacht haben. Aha. Und der jemand, der Rapper, der ist ja dann in eine Sendung eingeladen worden, um so die Aussagen, die sie in diesem Beitrag ja. offenbart haben, so ein bisschen zu untermalen. So Kindheitskollege und bla bla bla. Und der Rapper, für den wir ein Musikvideo gemacht haben, der hat kein Insta mehr gehabt. Der hat den Account gelöscht gehabt. Und irgendwie unter dem Video sind wir die einzigen Leute gsi, wo man irgendwie anschreiben kann. Und dann hat dann der Reporter uns auf Insta geschrieben: «Guten Tag, liebes Eigengrau-Team. Ich bin auf der Suche nach dem Rapper. Sind ihr das Management?» Blablabla. Alter, what the fuck? Ja, also das habe ich im Fall gar nicht richtig mitgeschnitten, dass die uns gefragt Ja. haben. Also die ganze Story, jetzt mag ich mich wieder daran erinnern, aber... Ach krass, ja, lustig. also das hat es schon gegeben. Lustig. Das hat's schon gegeben. Das ist ja witzig. Ja, also Genau. SRF, ihr kennt die E-Mail-Adresse. Das ist so gut. Ja. Ja. Genau darum haben wir ja den Pushcast, Ja. um so Geschichten So nochmal Sachen. aufrollen, Voll. mitschneiden. Ja, weil, eben, wie wir vorher schon gesagt haben, man vergisst so viel. Ja, Wahrscheinlich true. auch so viele coole Storys, die man in seinem eigenen Leben hat. Und dann hockt man irgendwie die Heime und denkt sich, alle sind im Ausgang und dies, das, und ich hocke da die Heime. Und hast so das Gefühl, ich habe nichts erlebt in meinem Leben. Und dabei magst du dich einfach gerade nicht daran erinnern. Mhm. Es ist schon heftig. Ich glaube, so geht es eben vielen Leuten manchmal, dass man denkt, oh, gerade eben mit Social Media, alle sind so viel am machen. Oder man hört so einen Podcast und dort erzählen sie, wie sie vom SRF angeschrieben worden sind. Und dabei, eben, Dabei, haben sie selber auch solche Geschichten. Man ja, denkt noch gar nicht dran. natürlich, ja. Lustig. Und auch wenn das jetzt krass tönt und und weiss nicht was, also jetzt sag schnell Real Talk, das war unbezahlte Arbeitszeit gsi, wo ein Mensch etwas über dich, also du bist in dem Sinne nur so der Zwischenschritt gsi. Ja, ich Dich bin hätte sie in dieser Rechnung gar nicht gebraucht. Nein, das... Du kannst gegen aussen sagen, ja, das SRF und wir sind krass und weiss nicht was. Ja, aber voll. eigentlich Scheissebach. Ja, total. Ist schon so. Ja, aber das ist viel in dieser Schienenwelt, habe ich das Gefühl, ein bisschen so. Ja. Das so denkt. Aber schön, dass wir das offen bekannt oder deklarieren. Ja, safe. Nein, also ich glaube, das würde auch es würde auch allgemein der Medienwelt ein bisschen gut tun, wenn man so ein bisschen, da auch Aufklärung würde betreiben, dass das halt alles auch einfach nur irgendwelche Leute sind, die irgendwie ihrem Job nachgehen, nur dass bei ihrem Job halt ganz viele Leute zuschauen, weil das ihr Job ist. Aber Wie das Thema 8 Milliarden Stunden. ja, genau. Ja. Also, blöd gesagt, der Pfleger, der irgendwo im Zimmer rein, jemandem den Arsch putzt, dort schauen nicht 10 Leute zu und sagen nachher, wow, geil gemacht. Aber der andere, der irgendwie im Podcast hockt und erzählt, wie er einem den Arsch putzt hat, dem hören nachher alle zu und findet, wow, krass, ich. So. Das wäre noch im Altersheim einen Stream machen auf Twitch. Wow. Ja, so etwas wäre hure Wie lustig. sie am Jassen sind. Da können andere alte Leute den alten Leuten zuschauen, wie sie am Jassen sind. Ja. Ja-Streams. Jass-Stream. Oh, Das wäre vielleicht Scheiße. etwas. Wir Ja. müssen mal das Altersheim hier in der Region anfragen. Ja, jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wahrscheinlich in der ganzen Schweiz in den Altersheimen wahrscheinlich 3 Twitch-Accounts sind. Aber prinzipiell gute Idee. Müsstest du wahrscheinlich das SRF fragen. Oh, Sonntagsjass gibt es ja schon.
Donnerstag, nein, Donnerstag. Samstag. Ja, ich weiss es noch nie geschaut. Donnerstag und Einfach Samstag. irgendeinen Wochentag. Ja. Aber es gibt doch auch Also Donnerstag ja, Donnerstag, aber ja. ist am Samstag auch noch ein Jas? Es gibt doch auch Samstag. einen, der am Wochenende ist. Ja, Ist vielleicht also Die Special-Auswahl vom Donnerstag ist Sonntag. Das kann sein. Nein, Sonntag weiss ich, dass es nicht Das ist es nicht, ja. Samstag Jas, glaube ich. Samstag, also das kann Ja, sein. das- Kann sein. Ich glaube, Donnerstag und Samstag Also ist... Donnerstag ist es sicher, Ja, das tönt am 100%. richtigsten. Ja, voll. Mit der Monika Fasnacht früher. Die Monika Fasnacht. So gut. Ja, die Monika Fasnacht. Die Monika Fasnacht, nicht die Mona mittendrin. Ja, aber die hat es auch mal gegeben. Ja, die Mona Fetsch. Ja. Da kann man eigentlich gerade ein Ding raushauen, wenn wir gerade so bei Schweizer Medienpersonen sind. Ich freue mich mega drauf. Der Büsser und die anderen zwei aus dem Podcast haben ab irgendwann das Jahr, März oder irgendetwas, ja, März, glaube ich, und sonst informiert euch bei ihnen, gibt es eine neue Late-Night-Show, Late Night Switzerland. Yes! Wow! Endlich gibt es mal eine coole, es hat ja früher schon Late-Night-Shows gegeben, aber mal, ich glaube, das Prinzip wird vielleicht ähnlich sein, so wie Late Night Berlin oder so. So wirkt das, was sie erzählen. Weil wenn das eine coole Sendung wird, dann habe ich hure Freude an der. Dann werden wir auch mal eingeladen. Genau. Dann gehen wir dem machen, Scheissdreck erzählen. Dann hocke ich dann auch so auf dem Sofa. Ja. Das ist jetzt, Kommt hure gut. Ihr müsst wissen, dort wo die Füße sind, dort ist normalerweise der Kopf bei mir und umgekehrt. Ja, es ist jetzt wirklich eine ist Switcht. 180 Grad, der andere so dreht. Ja. Das ist Taktik, weil sonst ist zu viel Blut in meinem Kopf und dann rede ich zu viel. Was nochmal? Das ist Taktik. So läuft das Blut nicht in meinen... Aber in deinen Kopf, so läuft es in meinen Kopf, genau. Ja, es dass du zu viel schnurst. völlig schlecht gewesen. Funktioniert super. Ich habe völlig... Ja, funktioniert super. Sieht Funktioniert. man, wie gut ich mag studieren. Ist- Boah, ist- jetzt bekomme ich gerade... ist Ich approved. heiß, Alter. Ist approved. Ist Ist approved. approved. Mein Gott. Thema Weihnachten. Bei mir ist ja Weihnachten immer verbunden mit Geburtstag. Stimmt. Der Nils hat noch einen Geburtstag gehabt. Nein. Der Nils ist jetzt ein Vierteljahrhundert alt. Der alte Sack. Krass. Hätte ich niemals, also so als... Hätte ich niemals gedacht. Aber nein, es ist wirklich so als 12-, 13-, 14-Jähriger Ja, wünschst du ja, dir ja safe. immer, dass du mal 18 wirst, dass du selber darfst Auto fahren, dass du Alkohol darfst konsumieren und so. Jedes kleine Kind. Ja, schon, ist schon nicht jetzt Kind. Also, ja, Sorry, ich habe gerade Lachsuppe gegessen. ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der andere hockt immer noch so, dass das Blut in den Kopf hineinläuft. Ich habe gerade keine Ahnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall 18 und dann 21 und jetzt geht es halt so langsam so auf die 30. Also das 30 wird absehbar. Das 30 ist näher als das 20. Also ja, jetzt... Ja, es ist... Ja. Es Es ist so. Ja, kann ich nicht schön reden. Ja. 30 ist auch schön. Nicht Ja. ganz so schön wie 20, aber es ist auch schön. Ja, da habe ich mit den Kollegen noch eine Geburtstagsparty bei mir daheim gemacht. Voll. Voll. Gemütliche Geschichte gewesen. Ja, ist mega lässig. Es war lässig gewesen. Auch sind mega viele Leute, also mit den einen vom Militär halt, die über die ganze Schweiz verstreut sind, habe ich immer noch Kontakt aufrecht behalten. Und das war auch lustig gewesen, halt vom hintersten Ecke Bern, so Thun, Bern, Interlaken, irgendwo dort, zum nicht genauer, bis auf Chur rauf, sind alle auf Wollerau gekommen. Und das ist eigentlich, wenn du das so Ja, es ist noch, topografisch anschaust, ist Schon das noch- eigentlich noch crazy. es war noch ein cooler, bunt gemischter Haufen gewesen. So wirklich zwischen Luzern, Bern, Innerschweiz, eigentlich alles. Ich weiss gar nicht, ist auch jemand, der im Kanton Zürich lebt, dort gewesen? Aufgewachsen sicher. Also Stadt Zürich oder Kanton Zürich? Nein, einfach Kanton Ja, Zürich. ja. So, ja. Richterswil. Ah ja, okay, gut. Ja. Gut, richtig zählt auch. Zu Zürich. ja, also richtig, wenn du richtig runtergehst und weißt, ich sage jetzt mal,
zum Beispiel es gibt ja Ortschaften, die sind näher an einem anderen Kanton. Und wenn du jetzt Pfäffiken nimmst, wo zwar im Kanton Schweiz ist aber der Einfluss vom Kanton Zürich schon relativ gross, so dass man fast kann sagen, es ist so ein bisschen ein Mischmasch. Und Richterswil ist aber schon wieder so nah an Zürich, dass man sagt, nein, die hat Zürich schon mehr Einfluss. Also vom Feeling her. Schon? Ja, also ich habe jetzt richtig gearbeitet und wenn ich dort die Jugend gesehen habe, habe ich weniger an Kanton Schweizler typische gedacht, weder an typische Kanton Zürich-Leute. Ja. So. True. So, ja. Aber Ja. das Ist sicher vom ein Feeling. Merkmal, wie das neue Kantonsgrenzen könntest ziehen. So gehst du in jede Schule schauen, wer kommt im Töffli, wer fährt die Eltern in die Schule und weiss nicht was. Und so tust du neue Kantone machen. Ist das die Idee? Ich weiß nicht, wenn du in die Schule gehst und dort schaust. Ich muss ruhig sein. Jetzt hockt er wieder gerade. Ja, Jetzt ist jetzt habe ich normal. mich besinnen. Und der Kopf ist gerade weniger rot im Fall. Ja, gut, ja, nein. Nein, ich glaube, wenn du in die Schule gehst, dann machst du einfach am Schluss einen Kanton. Dann ist es einfach alle genau gleich. So. Weil Dialekt war bei uns wirklich gespreadet. Mehr kannst du es nicht spreaden irgendwie. Also wir haben wirklich Leute gehabt, die haben total innerschweizert und Vollgas. Dann hast du so die wie mich, wo irgendwie so etwas zwischen Zürichdeutsch und Schweizer Deutsch geredet haben. Und dann hast du halt noch alle anderen gehabt, die gebrochenes Deutsch geredet haben. Also bei uns war wirklich alles. Von dem her, ich glaube, bei uns hättest du müssen sagen, ja, Kanton, wir brauchen so einen Kanton, der unknown ist. Ja, so eine Krimskrams-Schublade. Weißt du? Also von den Kantonen. Ja, aber die Jemischen sagen ja, sie sagen der 27. Kanton. Also eigentlich müssen wir den 28. Kanton erfinden. Wer sind die Jemischen? Die Jemischen? Ja. Hast du noch nie gehört? Noch nie gehört. Das sind die Schweizer, die im Wohnwagen leben. Also die keinen festen Wohnsitz haben und immer irgendwo auf einem Campingplatz oder auf einer Autobahnraststätte am Hausen sind. Das sind die Jemischen. Die Jemischen? Die Jemischen, ja. Krass, ja. Habe ich noch nie gehört. Die, also ich weiss jetzt nicht mehr Also von ist wo. das jetzt so blöd, wie es tönt, und ich weiss, das darf man nicht mehr sagen heute, aber ist das so Zigeuner-Style? Also dass sie auch, weißt, auf der Straße dann musizieren oder irgendwas? Nee, oder das gesagt, nicht. sondern okay, sie Das sind nicht. schon normal schaffend, Ja, aber voll. Okay. Voll. Die haben einfach Spannend. kein normales Haus und vor allem bei denen ist halt Briefkasten das Thema. Stimmt. Weil wenn jede Woche an einem anderen See, an einem anderen, weiss auch nicht was, Haus bist ja. und dann Böstler kommst... findet bei uns ja schon die Adresse nicht. ja, true. Dann hast du einfach ein Problem. Und keine Ahnung, wie es die Leute jetzt lösen. Es gibt mittlerweile von der Post, das weiss ich, die Möglichkeit, wie alle Post, die dir sollte zugeschickt werden, dass sie das durch ein Scanning-Center, heisst das. Also sie die Post für dich aufmachen, einmal durch den Drucker durchlassen und dann kommst du eine E-Mail über. Voll. Mhm. Das gibt es jetzt von dem frisch habe ich von auch der schon mal Post. etwas gehört. Stimmt. Ja. Auch noch eine spezielle Strategie. Ja, also Thema Digitalisierung halt. Also Ja, wenn das. Aber da frage ich mich, hat die Post echt ein Interesse an dem? Also jetzt, wenn du es rein als Firma anschaust, klar, als Fortschritt sicher, aber die müssen ja wie... Ich meine, die haben ja jetzt so viele Leute, die angestellt sind und so viel Tagesgeschäft mit dem Papier, das sie machen. Also verteilen. Also wir rutschen da jetzt ein bisschen in die Wirtschaftsbücher rein, aber es gibt ja die Wertschöpfungskette. Die ist eigentlich von oben gegen unten, so vom Hersteller, oder ist von links nach... Es ist, glaube ich, von links nach rechts. Ja, ich glaube, links ist so die Fabrik, wo etwas hergestellt wird, und rechts ist so der Endkonsument. Und dann gibt es so Zwischenschritte und es kann nur auf und runter quasi so gehen. Und was ich eben weiss, ich habe jemanden mal kennengelernt an einem Geburtstag, und der hat jemanden gekannt, der vorne so ein Scanning-Center in der Schweiz betrieben hat.
Also selber mit ein paar Angestellten. Und die haben sich dort ziemlich ein goldenes Näschen verdient. Weil du kannst quasi Lieferadresse kannst du sie angeben und die tun dann das eben für dich einscannen. Und die Post hat jetzt einfach an denen ihr Geschäftsmodell kopiert. Einfach für die Hälfte des Preises. Und weil die Post halt noch staatlich ist, unterliegt sie überhaupt nicht am gleichen wirtschaftlichen Druck. Ja, von den Pronomen, glaubst du. Ja. Also, und das Interesse der Post ist in dem Sinn, wie andere Marktteilnehmer aus dem Markt rauszuspülen, weil das So Bedürfnis ist rum. mit Werbung verteilen. Zum Beispiel. Ja. Und darum... Ja, also was ich mehr so ein bisschen meine, ist, also ich meine, so Päckchen, Produkte, also Zeug wird ja weiterhin ein Thema sein, wenn nicht noch viel, viel mehr, wie es früher war. Aber ich meine so ein bisschen, die Post, dass oder Informationen per Papier weitergegeben werden, das verwundert mich, dass die Post so etwas auch klar eben, sie möchten die anderen also wo das machen, ausschalten. Aber das sehe ich auch den Grund so. Aber ich frage mich, ob es sonst für sie nicht eher blöd ist. Also es ist wie so ein bisschen eine Druckerei, die Geldnoten herstellt und dann Werbung macht für eine Kreditkarte. So kommt es mir ein bisschen vor. Ja. Aber wäre natürlich cool, wenn die Post sagt, uns ist es egal, ob wir Geld verdienen, wir wollen die Schweiz voranbringen. Nur irgendwie glaube ich das keinem irgendwie. Also auch das bei der Post, auch wenn es, ich glaube, die Hälfte von dem kostet, was die andere Firma gekostet hat. Es kostet, glaube ich, immer noch 15 Franken oder so im Monat. Ja. Wenn alle Post für dich muss eingescannt werden. Ja, lustig. Ja, schon. Sonst machen wir auch so ein Unternehmen auf. 2 Drucker kaufen, Ja, genau. 2 Scanner und dann... Hey, wir haben sogar schon 2 Drucker und 2 Scanner. Ja, aber sehr langsam. Ist egal. Wir haben halt hohe Margen, doppelt so teuer wie Post. Voll. Anschreiben, so FIFA, Mafia, FIFA durchstreichen und dann Post, Mafia. Das ist ein neuer Werbeslogan. Ja. Wenn wir gerade beim Thema Werbung, Werbeslogan und so sind, Black Friday war ja noch. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast... Nein, kann nicht sein, vom Datum. Hey. Aber wir wissen es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber also dieses Jahr Black Friday, ich bin überhaupt nicht in Black Friday-Stimmung. Ich auch nicht. Irgendwie völlig... Ich weiss auch Ich habe mir, nicht. glaube ich, gar nichts gekauft. Also für die Firma haben wir Ja. 1-2 Sachen gekauft. Und auch nicht so viel wie sonst schon. Und voll. Ja. Ja. Aber die kleine Story, die ich schnell erzählen wollte, die Woche drauf, also Black Friday, Freitag und nachher am Montag, hat ja mein Telefon geläutet. Und dann ist so ein Telefonverkäufer ist ja dran gewesen. Und von einer Telekommunikationsfirma, wo wir jetzt nicht genauer sagen, welche Firma. Ja. Und dann ist es so gewesen, ja, guten Tag, hier Frau Blablabla von Blablabla. Ja, Sie, für Ihr Unternehmen brauchen Sie noch Blablabla. Habe ich gesagt, nein, wir haben alles bestens, wunderbar. Black Friday gar nichts. Und dann sagt sie, ja, ich rufe ihn nicht wegen Black Friday an. Ich möchte Ihnen nichts verkaufen. Ich möchte Ihnen nichts verkaufen. Wie ist es jetzt gegangen? Nachher irgendwie so, aber wissen Sie, bei uns mit diesem Ja, genau, einfach so, nee, zuerst dich ausbremst, dann gesagt irgendwie, ja, ich möchte Ihnen wirklich nichts verkaufen, weil wenn Sie bei uns dies und das bestellen, dann büb, Ja. büb. Habe ich gar nicht verlitten. Nein, den habe ich auch zu gut gefunden. Zuerst mal einfach dich plötzlich halb unterbrechen und sagen, nein, wir wollen nichts verkaufen, weil wir wollen dir etwas verkaufen. So, ja, ist gut. Vielleicht, wenn ich in dem Moment eingeknickt wäre Ja. und dann so, sie wollte mir ja wirklich nichts verkaufen, sie wollte mir etwas verkaufen. Ja. Wow,
Geil! Die will eigentlich dir nur Geld schenken und helfen. Ja, wirklich. Wie das die wirklich. Leute doch immer wollen am Telefon. Voll. Ja. Das ist... Ja, das ist noch eine kleine erwähnenswerte Story gewesen. Plus, was ja auch noch war, was wir nicht ausser Acht lassen dürfen. Wir sind am Call vom Papa Plade und vom Rätsmann sind wir gefolgt. Am Call. Am Call. Achso, jetzt echt total lang. Und wir sind noch vor Voll. Weihnachten. Ja, wir sind noch vor Weihnachten. Ja, genau. Wir haben einen Minecraft-Server gestartet. Also nicht so einen, wo jetzt jeder von euch drauf kennt, sondern einfach so ein LAN-Server. Wo wir dann miteinander ein bisschen, Minecraft gedattelt haben in dieser Wintertime. Ja, eigentlich mega, mega witzig gewesen. Es ist auch einfach ein schönes Spiel geworden, muss man sagen. Gerade mit Lichtpack, also Shader und so. Ja, und Oldschool-Kindheitserinnerungen. Hart. Ja. Also früher, wenn ich denke als Kind, ich wäre gestorben für einen Raum, wo ich hingehen kann, wo ein fetter PC steht und noch einer für den Kollegen und man kann dort einfach zocken. Ja. Ja, auch in dieser Welt hat es 1000 Stories gegeben, wo die einen besser, weniger besser waren. Also es hat mehr an meinen Fähigkeiten gemangelt. Ja, und ich bin auch einfach ein schlechter Lehrer, weil ich auch einfach selber nicht wirklich gut bin. Ja, aber man merkt einfach, wir haben das gleiche Spiel früher anders gespielt. Ja, true. Das ist einfach das Krasse. Ist so. Das merkst du schon krass. Also, halt zur Erklärung, also es ist wirklich so, ich habe halt das Spiel früher immer PvP gespielt. Also immer kämpfen. Player versus Player. Player versus Player, genau. Einfach wirklich auf Server, Survival Games und so. Survival Games kennen ja sogar auch alle, die nicht Minecraft schauen, wegen der Hunger Games, Tribute von Panem. Eigentlich das gleiche System, einfach halt in Minecraft. Und das habe ich immer gesuchtet. Das heisst, ich kann mega schnell Hotkeyen und so, also auf der Tastatur schnell etwas ausrüsten oder hinterher schauen und so Zeug. Oder gut rumgumpen, schnell. Dafür halt einfach habe ich nicht so eine Geduld oder irgendwie bauen oder farmen oder so. Und du hast halt immer... im Creative-Modus gespielt. Das heisst, ich musste die Rezepte nie auswendig haben und bei mir war die Zeit nie ein Problem. Es hat kein Monster gegeben. Ich konnte rumfliegen können. Ich habe keinen Fallschaden kassiert. Und all so Sachen. Und wenn man dann halt zusammen den Enddrachen besiegen, dann bin ich so der ruhige Zuschauer gewesen, und der andere vorne voll im Kampf. Ja. Und ich, Achtung, er kommt wieder! Und Ja, es ist schon so. Aber es ist halt auch, ich finde, das hat es auch witzig gemacht. Ja, true. Wenn wir beide so gut gewesen wären, also so gut, ich meine, wenn wir jetzt wenn auch ich besser gewesen wäre, also wenn wir jetzt beide so Pros gewesen wären, dann wäre der Reiz ja völlig weg gewesen. Und so sind wir dann halt einfach mit allem Stuff verreckt, wo wir uns erarbeitet haben. Aber, warum sind wir verreckt? Ja. Weil der Nils den anderen gehittet hat und er runtergefallen ist. Oh, ja, also, Scheisse. Wir haben im End nachher nach so Festungen gesucht, weil wir wollten eine Elytra sammeln, mit der kann man nachher rumfliegen. Und wir haben wirklich ein bisschen Pech gehabt. Also wir haben Festung nach Weil der Festung. Nils rum war. Nein, wir haben zuerst mal Festung nach Festung gefunden, wo alle keine Elytra hatten, sondern nur so kleine waren. Und die haben wir ja auch überlebt. Die eine zuerst haben wir gemacht, alles tiptop funktioniert. Und dann haben wir dann eine gehabt, mit einem Schiff, haben die auch gemacht und dann hat es einfach keine Elytra drin gehabt, weil es irgendeinen Spawn-Generationsfehler gegeben hat in der Welt. Und dann bei der dritten, wo wir Elytra, also wo wir eigentlich schon weit waren, irgendwie so einem von diesen Haupttürmen, wo es so raufgeht, sind wir eigentlich schon relativ gut. Wir sind ja den Turm schon raufgekommen. Ja. Und da oben haben wir noch gefightet. Und dann entweder bin ich reingelaufen oder du hast dich gedreht. Auf jeden Fall hast du mich gekittet, ich bin runtergefallen und bin dann halt in so einem Ecke festgesteckt. Und dann bin ich verreckt und dann ist es hat sich so um Minuten gehandelt und dann bist du auch gone gewesen. Ja, ohne dich in der Minecraft. Ja.
Ja. Da schaue ich lieber ein bisschen am Weizen schauen und ein bisschen ernten und so die gemütlichen Sachen. Ja. Ja, aber es hat Bock gemacht. Ja, voll. Und wir haben auch gute Sachen erlebt, also Sachen, die wir geschafft haben. Zum Beispiel die Eisenfarm, wo wir zuerst an einem Ort versucht zu bauen haben. Dann hat es dort nicht funktioniert, weil irgendwie Dörfer zu nahe waren. Dann haben wir nachher die in die Wüste raus verleiht und dort hat es dann funktioniert. Und ja, das war schon witzig. So einfach ein bisschen rumfahren, ein bisschen bauen, mal einen automatischen Ofen bauen. Ja. Und einfach ein bisschen spielen. So, das Kinderherz in uns hat dort schon noch mal aufblühen. Das war ja genau Sinn und Zweck von dieser Geschichte gewesen. Ja, auf jeden Fall gelungen gewesen. Voll. To be continued. Ja, hoffentlich. Ja, Ja, safe. Hoffentlich. Fix. Was auch noch in diesem Jahr Bock gemacht hat, das neue Jahr selber. Ja, Da haben wir auch noch ein Geschichtchen zum Erzählen. Das war ganz lässig. Du kannst sonst mal. Da sind wir beim einen Kollegen vom anderen eingeladen worden. Und es ist aber nicht nur beim normalen Gefasel so geblieben, sondern es hat auch ein Krimi-Dinner gegeben. Ist für mich, glaube auch für dich das erste Mal gewesen, wo so voll mit Verkleiden und Vorstory und die eine hat uns ein paar Tage vorne ein PDF zugeschickt mit «Du bist Mary» oder wie heißt Du bist Mary ich bin Mary. und ich bin der Wie hast du geheißen? Rogers, Mr. Rogers oder Roberts. Aber du bist irgendwie der Musiker gewesen. Ja, genau. Ich bin Nathan. Ja, genau. Ich bin serviert uns in diesem Restaurant gewesen. Meine Person wäre eigentlich mal weiblich angedenkt gewesen, hast aber auch als Mann können spielen. Ich habe in dieser Geschichte, also nicht nur in dieser Geschichte, ein Auge auf dich geworfen. Du aber auch retour. Also Ich stelle mir da immer bei Simpsons vor, wie er so das Auge rausnimmt und dann so anrührt. Entschuldigung. Ja. Wir haben auf jeden Fall aufeinander geflogen. Genau. Und haben auch den ganzen Abend ein bisschen rumgeschwüchtelt. Das war auch lustig. Und dann, aber voll vorbereitet, verkleidet, sind wir dann dort hin. Und der eine Kollege, wo wir eben eingeladen worden sind, der ist Lebensmitteltechnologe. Und der hat unglaublich viel Zeit, Liebe, Herzblut, Schweiß. Nein. Hoffentlich Schweiß weniger, aber einfach alles, was er hat, in das Gericht hineingesteckt. Oh, ja. Und es hat Beef Wellington. Yes, Beef Wellington. Und Lago Mio. Leck mir am Arsch, ist das geil gewesen. Ja, Mann, und die Fleischsoße, hey, wow. Also das war wirklich so der Moment, wo man so... Ich weiss, ich war beim Kochen mal dabei, so ein riesen Topf, eben auch Fleischabfall und so, mit Röstaromen drin und das. Und dann am Schluss, wo wir am Essen gehockt sind, so ein kleines Känneli, so ein Teekänneli voll mit Soße, das auf dem Tisch gestanden ist. Einfach so geil intensiv. Also wirklich, hast du ein bisschen besser wie die Soßen, die ich bis jetzt im Restaurant gegessen habe. Alles, was jemals deine Zunge berührt hat. Ja, true. Einfach ganz krass, wie geschmacksintensiv das war und einfach wie geil. Aber ich glaube, 72 Stunden so plus minus ist er so allein an der Soße dran gewesen. Oder hat die Soße geköchelt irgendwie. Also es war unglaublich. Wirklich. Auch nochmal Props. Fette Props, ja. Ja, fette Props. Ganz krass gewesen. Und dann, den ganzen Abend ein bisschen Krimi-Dinner. Runde zu Runde haben wir dann so wieder ein neues Geschichtchen vorlesen können. Was ist Neues passiert? Der war dort zu diesem Zeitpunkt, hat aber das und das noch mitbekommen. Ja, es war richtig fies. Ich weiss, auf meinen Karten, es hat immer so Hinweisrunden gegeben. Also,
immer wieder hat man die erste Hinweisrunde geöffnet und dann ist wie etwas mehr von der Story klar geworden. Und jeder hat selber für sich einen gehabt, den er lesen konnte. Und meine Informationen haben ausschliesslich Hinweise immer auf 2 Personen gelenkt, dass die das wären, die es aber nicht sind. So, ich war wirklich totally lost. Am Schluss hatte ich das Gefühl, ich sechs. Auf jeden Fall haben wir es nicht herausgefunden. Ja. Als Gruppe, wer es war. Aber lustig ist es mega. Es war mega lustig und auch nochmal Zufall. Am 11:30 sind wir dann an den See runtergegangen. Ja. Und dann ist noch ein anderes Grüppli durchgelaufen. Und vielleicht der Kollege, der dort auch rum war, der, und jetzt Announcement vielleicht, und sonst ziehe ich es dann später mal wieder retour. Piepen wir. Aber der Kollege dort, der hat sein Interesse schon bekannt gegeben, dass er da im Podcast mal dabei sein möchte. Also, der Kollege, du hast das nämlich mal erzählt, aber ich habe nicht gewusst, welcher Kollege. Das ist der Kollege. Ja, herzlich eingeladen. Ja, top. Herzlich eingeladen. Müssen wir dann mal einen Termin abmachen? Ja, und ich glaube, haben wir ein drittes Mikrofon? Ja, theoretisch schon, aber wir haben keinen Eingang. Also, weißt du? Vielleicht mit Rode. Also, das bringen wir schon irgendwie an, habe ich das Gefühl. Ja. Wir müssen einfach schauen, dass das Mikrofon ungefähr so ein bisschen gleich tönt. So gut wie es halt geht. Ja. Aber das könnte mal ein Podcast-Gast sein. Aha. Könnte auch noch mal ein bisschen neue Wind in unsere Beziehung reinbringen. Ja, fix. Wenn wir eine Beziehung wären, dann wäre das der Moment, wo wir eine dritte Person ins Bett holen. Einfach zum wieder Spannung aufbringen. Oh Mann. So bei MTV hocken wir auf der Couch. Wieso haben Sie sich bei Swingers angemeldet? Oh Mann. Und das Lustige war eben, das Grüppli hat an Neujahrabend genau das gleiche Krimi-Dinner gespielt. Also auch Gatsby hat das geheißen. Ja, voll. Und er war auch der Nathan. Der Nathan. Ja, Nathan, stimmt, ist sogar richtig crazy. Ja, voll, das war lustig. Das war ganz lustig. Was ein Zufall. Dann ein bisschen ausklingen, Feuerwerk ablassen. 1-2 Batterien in die Luft aufgejagt. Yes. Yes. Es war ja dieses Jahr ganz, ganz crazy. Also mit Feuerwerk, das abgegangen ist. Also meine Mami ist zu mir gekommen und gesagt, hey, habt ihr das gehört? So viel, wie es geknallt hat, das war schon lange nicht mehr. Schon? Ja. Der Mario auch, hat auch gefragt. So. Also scheint so, selbst sie sind halt in Andi Ast oben gewesen. Und dort hast du eigentlich fast kein Feuerwerk. Sie haben gesagt, sogar dort hätte es ein bisschen gehabt. Und so. Ja, also dieses Jahr sind die Leute recht abgegangen. Spendierfreudig. Genau. Ja. Alle sehr umweltbewusst unterwegs. Ist das letztes Jahr so eine Diskussion gewesen? Oder vielleicht sogar vorletztes Jahr? Eigentlich ist es in mehreren Jahren immer wieder ein Thema, vor allem aber auch 1. August. Weil es halt die letzten paar Jahre immer recht trocken war, ist dort das Thema mit Feuerwerk immer ein bisschen entfacht. Wortspiel. Ja, oder halt wegen der Haustiere habe ich mal etwas gehört. Ja, die Haustiere alle durchgetrüllen. Also ja, Tierli ist allgemein ein Thema. Aber im August ist der 1. August Feuerwerkablassen auch in gewissen Kantonen schon verboten worden. Ja. Dass du keine Höhenfeuer und Brötchen stellen und so, darfst kein Feuer machen. Das finde ich aber schade. Also, ja, so halt Waldbrand. Feuerverbot meine ich. Das ist schon so etwas, wo halt das Problem ist, es gibt einfach so viele Leute, die Feuer machen und nicht sich bewusst sind, dass ein Feuer hure gefährlich sein kann. Weil sonst, ich meine, jeder, der selber schon ein paar Mal Feuer gemacht hat in seinem Leben oder irgendwie in der Pfadi oder etwas war, der weiss, du kannst auch auf einer mega trockenen Wiese ein Feuer machen. Du musst einfach ein Loch buddeln, du musst gut Steine aussen rumlegen und schauen, dass das Feuer nicht zu gross wird. So. Ja. Und schauen, dass du auch im Wasser zum Beispiel parat hast und nicht weglaufst von dem Feuer. Und das sind halt schon wirklich viele Voraussetzungen, um die an die Allgemeinheit zu haben. Das ist schon... Das ist eigentlich hure sad. Das ist total sad. Die Leute bringen es mal an, ein Feuer zu machen ohne. Oder man traut es ihnen nicht zu.
Wahrscheinlich auch, weil es eben nicht funktioniert. Das ist eigentlich noch ein harter Fakt, weil früher, steinzeitmässig, ist es den privilegierten, intelligenten Leuten vorbehalten gewesen, um ein Feuer zu machen. Und heute kannst du an jedem Kiosk ein Feuerzeug kaufen und theoretisch die ganze Welt abfackeln. Vor allem das fände ich mal hure spannend, selber probieren Feuer machen ohne Feuerzeug und ohne Feuerstahl. Also, weil ich sage jetzt, Feuerstahl brauchst du einfach gutes Material. So, und dann kann man das schon schaffen. Du brauchst vielleicht auch kurz ein bisschen Übung. Aber mal wirklich so mit Stöckli zum Beispiel, wo du lang reibst und dann Feuer... oder halt... Oh, jetzt ist mir... Haben ihr das auch etwa in der Oberstufe gehabt? Das ist irgendwo auf Nickelodeon, ist das, glaube ich. So ein irgendwie hast du den einen angelangt und dann so gemacht. Ja. Von wo ist das? Boah, keine Ahnung. Hotel Second Cody oder Victorious? Irgendwie so. Zoe 101, irgendwie so etwas ist das, glaube ich. Krass, ja, aber ich mag mich auch das... Ja, und es ist nicht Scope. Nein, es ist so ein You're Hot oder irgendwie ja, so. Ja. Fuck, Alter, das ist jetzt gerade... Ich sehe schon die Google-Suche. Finger aufhaut. Oh Mann. Aber glaubst du, wirst du etwas finden? Aber das ist jetzt lustig, dass man das in den Sinn kommt. Ja. Aber sorry, Feuerstahl, selber Feuer machen. Ich fände es einfach mal mega spannend, weil ich glaube, wenn du jetzt bei uns in den Wald gehst, wo du nicht die richtigen Steine hast, also zum Feuer machen, ich glaube, das würdest du gar nicht anbringen. Also jetzt geschweige davon jetzt im Winter noch weniger, weil alles nass ist halt. Aber ich glaube, das ist eben wirklich etwas Schwieriges. So Feuer zu machen ohne eben das Feuerzeug oder das Zündhölzchen. Oder der Stahl, der perfekt ist für das. Naja. Das würde mich mal noch reizen, es einfach mal auszuprobieren. Also... Ich habe jetzt nicht so ein krasses Verlangen danach. Ja, ich habe halt auch einfach die Freude daran, weil ich weiss, mit Feuerzeug oder ich würde von mir, mit Feuerzeug weiss ich es, aber mit Feuerstahl vermute ich es, dass ich es anbringe. Weil ich weiss, was ich brauche für Material. Ich weiss, wie ich ein richtiges Feuer aufbaue von der Pfadi, damit es auch funktioniert. Und das wäre die nächste Challenge. So, weil Feuer machen ist schon etwas, das hure Freude macht. Extrem, ja. Und wenn du dann so einfach der Gedanke, aus dem Nichts Feuer machen, ich glaube, das fände ich ein hure krasser Skill, so, wo der natürlich nicht bringt. Unlocked. Ja, genau. Aber das wäre irgendwie noch interessant. Aber wenn die Motivation so hoch ist, dass ich in den Wald rauslaufe und es mache, dann mache ich es. Aber bis jetzt war die Motivation noch nicht so hoch gewesen. Da ist die Feuerstahl-Motivation höher. Weil ich weiss, dass ich dort wahrscheinlich ein gutes Ergebnis erziele. Ja, es ist schon so, ja, ein Hilfsmittel. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach Seven vs. Wild, das mich angesteckt hat. Schon dort, wo die erste Staffel rausgekommen ist, hat es mich schon so angesteckt. Und langsam würde ich es einfach auch gerne selber mal probieren. Aber 7 Tage alleine irgendwo im Wald, nicht ganz easy. Je nachdem halt jetzt 14, das zweite. Und ich denke, dass 14 das zweite einfacher ist wie 7 alleine. Ich habe keine Erfahrung und alles, aber ich stelle es mir, also jetzt ich in meiner Persönlichkeit, einfacher vor, weil ich glaube, mein grösster Struggle wäre die Psyche. Also ich würde auch einfach irgendwann nicht mehr klarkommen, nichts zu tun zu haben und den Tag nicht vorbeizubringen. Ich glaube, das würde mich mehr fertig machen, weder dann halt hungern. Also so die Kombination aus Hunger haben und alleine sein ist, glaube für mich viel schlimmer, wie du bist halt doppelt so lange alleine und hast Hunger, doppelt so lange draussen und hast Hunger, aber bist nicht alleine. Ja. Ich weiss nicht. Ich glaube, das ist eine Vorstellung. Also. Ja, man müsste selber halt beides mal durchgespielt haben, um irgendwie Erfahrungswerte da können droppen. Also,
was ich natürlich, klar, das ist jetzt nicht ganz Seven vs. Wild, aber wenn wir amigs in der Pfadi 3-Tages-Wanderungen gemacht haben, klar, ich meine, wir sind in der Zivilisation gewesen, aber wir haben auch unseren Kochtopf mitgetragen. Klar, wir hatten das Feuerzeug gehabt, aber ich habe mal in einem Wald einen Berliner aus Blachen gebaut, den wir mitgetragen haben und dann dort geschlafen. Was, ein Berliner? Ein Berliner. Was ist also nicht zum Essen, ein Berliner? Nein, Berliner ist, wenn du Militär mit, glaube 10 Militärblachen und dann ein paar Stöckchen kannst du ein Zelt machen, wo etwa 12 Leute reinpassen. Das ist dann eben ein Berliner. Das ist so klein, flach und rund mit zusammengeknöpften Blachen, wo du dann eng an eng dort drinnen einfach liegen kannst. No. Du liegst auf der Wiese, also auf dem Waldboden, du hast nichts, aber das heisst einfach Berliner, weil es aussieht wie ein Berliner. Okay. Also es ist halt ein rundes Zelt. Ja. Und das haben wir zum Beispiel schon gemacht. Oder halt einfach im Wald am Feuer geschlafen. Und dort haben wir auch keine Zeitung oder Anzünder dabei gehabt und etwas. Und es hat immer funktioniert. Darum, ja, ich habe schon Teilerfahrungen gemacht in diesem Bereich. Und ich glaube, darum reizt es mich auch. Ja, no. Weil ich würde gerne mal an die Grenze kommen. Und ich weiss, wenn ich nur schon nach 3 Tagen wäre ich wahrscheinlich komplett an der Grenze. So. Ja. Die Wildnis von Kanada, also zur Staffel 3 Seven vs. Wild, habe ich schon leicht kennenlernen. Halt vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Und das ist abartig. Also das kannst du dir als kleiner Schweizer einfach nicht vorstellen. Man ist einfach voll im Wald und du siehst kein bisschen von Zivilisation. No. An keinem Berg hat es irgendwie ein kleines Alphütli oder einen Lift. Oder egal wo du in der Schweiz bist, irgendwo siehst du immer einen Einfluss vom Menschen. Ja. Und wenn du in Kanada einfach mal 3 Stunden durch eine Straße entlang fährst, irgendwie in ein scheiß Tal hinterher, klar, du hast noch eine Straße, Ja. aber mehr hast du nicht. Ja, und wenn du wahrscheinlich über einen Hügel laufst, hast du auch keine Straße mehr. Ja. Es wird immer schlimmer. Ganz krass. Irgendwann hört dann die Normalstraße auf. Ja. Dann hat es so einen Kehrplatz vielleicht noch, wo die Lastwagen kehren können. Und nachher ist nur noch Schotterpiste. Und also das Schild, wo steht «Gratulation, Sie sind 3 Stunden in die falsche Richtung gefahren». Dann ist in der Danger, Bären, Elch. Ja. Ja. Auf der Autobahn hat es auch immer ist, glaube ich, rund und gel und mit einem Elch. Ja. Auf der Autobahn musst du aufpassen, dass ja. Elch durchlatschen können. Es ist halt, wenn du mit dem Auto in eine Elch reinfährst, ist das Auto auch kaputt. Ja, und du das ist auch. nicht wie unsere... Ja. Und der Elch läuft nachher weiter. Wahrscheinlich, je nach Elch schon, ja. Mhm. Es ist nicht wie unsere Rehe, weißt, die einfach abgeschossen werden und hast einen Schaden am Auto. Sondern so ein hoher Elch, der... Ja, und kannst dir vorstellen, halt dort die Autobahnen, so mit Lärmschutzwänden und keine Ahnung was, dort baust du einfach erst 5 Kilometer später Häuser an. Ja. ja. Weil das Problem gibt es dort einfach gar nicht. Es so viel Platz hat. Du hast Platz zum Verschwenden. Ja. Also es sind ganz andere Probleme. Darum werden die Probleme auch ganz anders gelöst. Mhm. Und ja, es ist wirklich interessant. Ja, wäre mal mega spannend. Aber zum vielleicht noch die Wildnis, die ich dort einfach aus dem klimatisierten Auto schon sehen durfte, da verreckst du. Also Ja. da gehst du in dieser Grösse und alles, da gehst du unter. Ja. Es ist Du verlierst dich. Es ist du ein verlierst Urwald. dich. Das sind Urwälder. Also halt kein tropischer Urwald, aber das sind totale... Ja, die sind... Blöd gesagt, das siehst du ja in der Staffel relativ gut, wie du eigentlich nicht mal einen normalen Waldboden hast. Weil dort eigentlich nur Sträucher, umgestürzte Bäume, Moos, einfach... Dort gibt es gar kein Lebewesen, das dort so durchlaufen muss, wie wir das machen. Und darum sieht die Natur auch so aus, wie sie aussieht. Dann siehst du ja die Tierpfädchen amix, auch die sich wirklich einen Weg bahnen, wo ja ein Wolf zum Beispiel ist ja viel flexibler durch den Dschungel, blöd gesagt, wie wir Menschen. Und selbst die laufen auf einem Wägli, wo nachher alle auch das Wägli benutzen. Ja. So oder er benutzt immer wieder das Gleiche. Ja. Weil selbst ein Wolf, der ja total dort reingehört, dort nicht einfach nur so rumchalpt und
rumchillt, ja. Und wenn du halt bei uns in der Schweiz die Wälder anschaust, wenn du ein Wanderweg gehst oder so, unsere Wälder sind des Todes aufgeräumt. Ja, ja. Es liegen keine toten Bäume, umgestürzte Sachen so irgendwo im Wald. Das ist wirklich... Ich bin mal in einem Wald gsi, wo auch nichts... Irgendwann mit der Pfadi oder etwas... Ich glaube, im Tessin war das gsi, wo wir einmal durch einen Wald gelaufen sind, wo total verwuchert war. Und irgendjemand hat uns dort auch erklärt, dass der eben nicht beforstet wird. Und dass das, was wir die Heimamix sehen, eben gar nicht... So sieht ein Wald eigentlich nicht aus. Wir haben das einfach... Das Gefühl, weil wir es nur so kennen. Ja. Und wir haben das Gefühl, ja, jetzt gehen wir in die Natur und wow, so schön und so. Aber wenn du in Kanada 3 Stunden in ein Tal reinfährst, dann fegt dich die Natur. Ja. Rasiert dir deine Eier. Ja, das ist schon krass. Ja, faszinierend. Wäre eigentlich mal schön. Also, es ist halt einfach immer gerade ein... Du musst dir die Zeit irgendwie nehmen, dann brauchst du irgendwie jemanden, der auch ein Auge auf dich hat, theoretisch, oder der kann möglicherweise dich dort wieder rausfahren oder wegbringen. Und dann brauchst du halt auch noch, kannst du es ja nicht einfach irgendwo im Wald machen, sondern du müsstest jemanden haben, der den Wald gehört und der dir die Erlaubnis gibt. Weil in einer Überlebenssituation, wenn es dort nicht 1000 umgestürzte Bäume hat, das heisst, du musst junge, kleine Bäume fällen, damit du es verarbeiten kannst. Und all das Zeugs, ja. Weil das habe ich mir eben letztens gedacht, Seven vs. Wild, das ist etwas, das ist zwar eine coole Erfahrung, wenn das aber jeder macht, dann hast du wie schnell so einen Ort, wenn jetzt die Spots, wo die Leute sind, die Teams, wenn du jetzt auf dieser gleichen Insel das Gleiche nochmal machen würdest, fallen ja schon mal einfach irgendwie all diese Spots alle schon mal weg. Dann kommen die nächsten, dann fällt es wieder weg. Wenn das einen Tourismus gibt, so etwas, kannst du das in Sekunden nicht mehr machen, weil die Natur im Arsch ist. Oder so halt schon durchlaufen. Also, die Challenge ist nur dann geil, wenn du eine Natur hast, die unberührt ist. Und eine Natur, die unberührt ist, willst du auch nicht zerstören, weil es gibt ja immer weniger. Also es ist ein völliger Kack eigentlich, das Projekt. Also aus Sicht für die Natur. Jetzt in diesem Rahmen natürlich gar nicht. Aber fuck my life. Aber ja, darum weiss ich auch nicht so ganz, ob ich das will machen. Weil es halt eben auch der falsche Ansatz ist, wenn das dann jeder macht und so, dann ja, wäre auch blöd. Ja. Aber sicher unterhaltsam zum Zuschauen. Dort ein bisschen schauen, welche Gruppe was macht. Und also zum Zeitpunkt von dieser Folge ist Folge 13 ist gerade draussen. Ja. So, ich glaube, ist es 14 die letzte? Nein, eben 16. 16, ja. Ja. Also es sind jetzt noch 3 Folgen. Also Zeitpunkt jetzt sind natürlich schon alle draussen auf Freevee oder auf Burning Series. Aber wir schauen es halt auf YouTube. Und immer nur dann, wenn es rauskommt. Und darum ist das unser momentaner Stand. Wir wissen also noch nicht, was passiert ist, wie es geendet hat. Voll. Wäre eigentlich lustig, wenn wir jetzt Predictions abgeben. Also zum Festhalten, der Trimax und der Rumatra. Trimax ist angeschlagen. Der könnte es relativ schnell mal einfach gesundheitlich nehmen. Die Ladies sind super stabil unterwegs. Das ist crazy. Bei denen habe ich auch gar keine Angst. Affe und Hanna, genau. Joey Kelly, der einfach sein Ding durchzieht. Und wer haben wir noch? Der Knossi. Der Knossi und der Sascha, genau. Die haben jetzt gerade Fisch des Todes gefangen. Also die überleben. Ich habe auch das Gefühl, ich glaub, das Einzige, die haben ja den Beef mit dem Wolf. Ja. Hat er einfach dort angeschissen, wo sie angeschifft haben. Drecksack. Ja, der Drecksack. Oh mein Gott. Oder Drecksau, weiss nicht mehr. Ja, kann es sein. Aber ich glaube, Sascha und Knossi, die sind fix durch. Ich habe das Gefühl. Trimax, Rumatra auf der Kippe. Ladies ziehen es auch durch. Und Joey Kelly sowieso. Den habe ich schon im richtigen Leben mal sehen, zumindest.
Das ist genau so ein übler Motherfucker. Ja. Oder einfach hinten noch ein Messer reinrammen. Ja. Alter, Der was er, kennt nichts. hey, was er erzählt hat, was er sich überlegt hat beim Jan. Weil er hat ja gemerkt, er hat ja nachher gehört, dass er will rausgehen will, oder? Er hat sich überlegt, ob er jetzt soll, das Walkie-Talkie verstecken. Dann kann er ja nicht mehr sich rausdingseln. Dann hat er sich überlegt, soll er ihn am Baum fesseln. Aber es ist alles Freiheitsberaubung, das kann er nicht machen. So. Der Eger. Also dort, wo Bro, ich, also, wenn ich der Jan gewesen wäre, ich hätte auch Angst gehabt, dass mich der fesselt. Ja. Der Typ, also, das war an einem Vortrag oder an einem Firmenanlass, wo ich einfach auch dort war. Und dort hat er vor allem von seinen Extremsportgeschichten, wie er den Marathon durchs Death Valley bei 40 Grad durchgejoggt ist, 3 Tage ohne Pause, mit ganz wenig Wasser. Und der Mensch, wenn der sich ein Ziel vor die Augen gesetzt hat, der zieht das einfach durch. Scheißegal. Komm mir was wolle. Ja, komm mir was wolle. Der zieht einfach durch. Ja. Ja. Ja, der Fritz hat das lustig gesagt. Er hat gesagt, also er hätte sich schon vorstellen, dass wenn der Jan vorgeht, dass der dort bleibt. Das hat er ihm auch zugetraut. Also. Ja. Also, Habe ich alle Predictions abgegeben? ja, also nein, wir haben einfach mal aufgezählt, wer so. Also eigentlich gehen wir davon aus, dass es alle schaffen. Ausser Ja, vielleicht schon. der Rumatra und der Trimax. Und Papa Platte und Die haben wir vergessen. die Ich haben wir denke, vergessen. Die haben wir komplett Alter. vergessen. Komplett vergessen. Ich habe das Gefühl, je nachdem, wie es am Reese weitergeht, aber ich glaube, die machen es auch. Ich glaube, die ziehen es auch durch. Könnte ich mir vorstellen. Oder dass es dann vielleicht an Tag 12 aufhört oder so. Weil sie dann einfach sagen, Leute, wir haben zweistellig gemacht, jetzt ist es uns gleich. Das Gleiche habe ich ein bisschen beim Trimax und Rumatra das Gefühl. So. Dass die eher auch sagen, du Leute, wir haben jetzt schon genug geschafft. Und sie wissen ja in dem Moment nicht, was bei allen anderen ist. Ja. Es könnte ja auch gut sein, dass sie mit 12 Tagen einer der Letzten sind. Das wissen wir auch noch nicht. Nein. Also, ja. Darum, bis jetzt haben sie es immer gut gemacht mit den Wendungen, ein bisschen, so dass man nicht gerade checkt, was passiert. Aber ja, ich glaube, dass es alle 4 Teams noch schaffen, wäre fast zu viel. Dann wäre irgendwie zu viel. Ich sage, 2 Teams schaffen es. Und Rumatra und Trimax machen es nicht fertig und der Reese und der Papa Platte auch nicht. Das glaube ich. No. Einfach zum auch noch eine wilde Prediction abzugeben. No. So. Und vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Oh, jetzt habe ich Hitzki. Das ist, glaube ich, das erste Mal im Podcast, wo ich so Hitzki habe. Das kann sein, ja, stimmt. Wie wenn es so ausgeschaltet wäre. Ja. Eigentlich lustig, ja. Weil sonst, nach dem Essen, habe ich das ja... Ja. Oder vielleicht hast du das am Anfang auch immer gehabt, wir haben es einfach schon vergessen. Kann auch sein, ja. Kann auch sein. Überblick verloren. Überblick verloren. Ja. Hey, nein, jetzt habe ich gerade sagen, so, hey, ich muss geschwind aufs WC, mach du geschwind weiter. So Rollstuhl-Fahrmusik. Nein, ich schaue geschwind auf unsere Kille, weil Ich glaube, langsam haben wir es geschafft. ja, wir sind bei 73 Minuten. Ja, gar also nicht. so langsam. Gar nicht so schlecht. Ich habe nur noch 2 kleine Sachen. Ja, fix, erzähl. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich bei einer Umfrage gewonnen habe. Ach ja, Das stimmt. war ja auch noch. Stimmt, ja. Ich habe bei einer Umfrage mitgemacht von einer Bank, wo so, was haltest du von dem und dem Angebot und lass uns deine Meinung wissen und so. Und ich habe die Umfrage einfach durchgeklickt. Ich habe den härtesten Bullshit angegeben. Wirklich der härteste. Ja, auf jeden Fall an meinem Geburtstag, 22. Dezember, morgen früh, habe ich ein E-Mail im Postfach. Lieber Nils, vielen Dank für deine Umfrage. Und ich schon gedacht, ja, schön hast du mitgemacht, blablabla, so in dem Stil. Und nachher steht, von 3000 Teilnehmern ist das Los auf dich gefallen.
du hast ein iPhone 15 Pro gewonnen. Wie geil, Alter! Und ja, jetzt bin ich stolzer Besitzer von einem iPhone 15 Pro, wo so jetzt gut. auf dem Tisch da liegt. Und am gleichen Tag, als ich es bekommen habe, habe ich es in Ricardo ausgeschrieben. Das finde ich genial. Das ist was eine geile Geschichte. Alter, wir haben es mit unserem Konsum schon so weit geschafft, dass es möglich ist, mit einer nicht richtig ausgefüllten Umfrage ein iPhone zu gewinnen. Ja. Wie geil ist denn Ja, das? hart. Wir können profitieren von dem allem. Hart. Und da muss ich auch nochmal ein bisschen Bedenken an die Gesellschaft rauslassen. Die Kommentare, die es nachher auf Ricardo, also Fragen, die es nachher gestellt haben, so im Sinn von, hey, ich habe das Geld, das du, also ich bin günstiger als jeder. Es ist niegelnagelneu. Nicht auspackt, kein Sicherheitskleber, gar nichts. Garantieschein, alles beiliegend. Ja, und das stinkt eben. Ja, weiss Nein, ich, ja. Nein, aber ja. Und nachher haben sie unten dran geschrieben, hey, ich bin nicht bereit, die 999 Stutz zu zahlen, aber ich habe eine Uhr, die gleich viel wert ist. Swissmade. Jawohl. Wärst du daran interessiert, um einen Tauschhandel zu machen? Und ich, Herr Kollege. Hättest du zurückschreiben. Ich frage mal im 16. Jahrhundert nach, dort kommen sie vielleicht. Ja, Dann kannst du vielleicht noch einen Tauschhandel machen. Ja, wirklich. Das ist so gut. Ja, und irgendwie noch in den Kommentaren anfangen zu verhandeln und das Angebot ist schon viel höher. Und ja, es ist amüsant. Es ist Ja. amüsant. Er hat so gut die Leute. Am Alter. Ende gewinnt einfach der Höchstbietende und das passt. Ja, eh. Also, Für dich ist es ja in dem Sinn Gewinn. ja, Gewinn. ja, voll. Ein hoher guter Stundenlohn. Ja, der hat sich gelohnt. Aber eben unglaublich unwahrscheinlich, dass bei einer so einer Total. scheiß Umfrage halt gewünscht. Und dann gibt es ja auch Umfragen, wo es irgendwie 100 Franken Gutschein oder so zu gewinnen gibt. Gar nicht so eine grosse Geschichte. Ja. Also, Ja, das Ja. habe ich und der Kollege mal gewonnen. Beim, weißt du noch, unser Battleflip-Video? oh, ja, Mit dem Battleflip-Video haben wir bei Evian mit einem Contest mitgemacht und haben dort Dritte oder so gemacht. Und haben auch irgendwie 100 Stutz oder so gewonnen. Und das Lustige war aber halt das Video. Wir haben die Musik von Hans Zimmer geklaut. Wir haben die Idee für den Witz im ganzen Video von Julian Bam kopiert. Und haben einfach Freude gehabt, das zu machen. Haben das dort eingeschickt und nachher gewonnen. Das ist auch so ein Learning, das ich gelernt habe. Also wenn du willst irgendwo etwas Gutes abliefern, kopier es von den Profis. Ja. Und dann, das ist unglaublich. Ja, Das ist völlig crazy. eins zu viel. Und dort haben wir ja 100 Stutz oder so haben wir dort gewonnen. Funny. Völlig lustig. Und das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, die habe ich auch noch nie in meinem Leben. Aber ich habe es geschafft, dass ein Computer anfängt zu brennen. Damn! Damn! Wir haben ja, oder ich habe ein kleines Experiment, einen alten Computer wieder wiederherstellen, zurücksetzen, ein bisschen umgebaut und dann habe ich den für so Automatisierung so, etwas einsetzen. Und nachher bei einem BIOS-Update, für die Leute, die daraus kommen, einfach das Update einspielen, sehe ich dann, fuck, da kommt ein Räuchchen raus. Und ich habe es richtig gesehen, in der Grafikkarte, wie es anfängt zu funkeln. Ich fuck. Strom hinabgezogen. Alle Fenster auf, weil irgendeine Batterie oder ein Kondensator, Alter, nachher ist noch irgendwelche Chemie drin. Nachher Ja. leitet es dich noch um. Ja. Ui, oh Gott. Ja, also es war eine brandgefährliche Situation. Lebensbedrohlich. Hast du dir die Finger verbrannt an dieser Situation? Ja. Brandaktuell, Entschuldigung. Ja. Schlechte Wortspiel mit. Breaking News. Breaking News. Ich habe ein Wortspiel mit Brennen gemacht und dann kommst du mit Breaking News. Ja, brechen, brennen. Ja, easy fix, lassen wir gelten. Ja, anyway. Aber ja, bei mir hat ein Computer gebrannt.
Das ist noch... Ja, das muss man jetzt erst anbringen. Ja, einfach beim Einspielen von einem Update. Ne? Das kannst du in die Bewerbung hineinschreiben. Samsung nimmt die direkt. Das war eine Nvidia-Grafikkarte. Ja, Die hat mal richtig viel Geld gekostet. Ui. Das stimmt, das war ja eigentlich ein guter PC gewesen. Der war schon 7-jährig, der PC, aber damals, wo der zusammengestellt worden ist damals schon custom gewesen. Und der hat dort auch um die 5 oder so gekostet. Ja. Und auch, also, wenn vor 7 Jahren 64 GB Arbeitsspeicher hast, ein Nvidia Quattro 4000 und Quattro ist nochmal etwas anderes wie GTX haben ja die früher geheißen. Nachher ist es RTX geworden. Quattro sind so die, wo speziell für 3D-Renderings und so belastbar Höchstleistungssachen. GTX ist mehr für Gaming. Systemupdate durchbrennt. Ja, einfach Systemupdate, kein Bock mehr gehabt, hat sich das Leben genommen. Ja, aber da siehst du, wie krass sich das verändert hat, das System, wie gut dass die heutigen schon schlechten Systeme im Gegensatz zu nur einem 7 Jahre alten Teil sind. Da bin ich gerade wieder stolz auf meinen fast 10 Jahre alten PC, der immer noch läuft. Also klar, er ist mittlerweile versorgt. Könnt es auch ausprobieren. Vielleicht können wir es auf dem nächstes Mal da mit dem aufnehmen, meinst du? Ja. Aha, nein, ich meine, dieses Experiment mit dem weiterführen. Voll. Ja, nein, aber es hat sich halt schnell mega verändert, das System und so. Ja, voll. Ja, heute kommst du wahrscheinlich für... Also ich glaube, es ist auch im Allgemeinen gesehen, so, ich sage, Preis-Leistung ist besser geworden bei Computern, wie noch vor 7 Jahren. Ja, du kommst für das gleiche Geld einfach doppelt, dreifach, vierfach so schnell einen Computer über. Schon, aber ich meine auch im Verhältnis zu damals. Also weißt du, wirklich so nach dem Motto, damals hast du für den schnellsten PC mehr zahlt wie heute der schnellstmögliche PC. Also so der Gedanke, dass es allgemein halt günstiger geworden ist, die Leistung, so ein bisschen das. Weil eben unser PC, den wir damals gekauft haben, das war auch kein schlechter damals, irgendwie auch 2000 Stutz oder so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber 2000 Stutz hat er gekostet. Und der hat schnell hat der nicht mehr so Leistung gehabt. Und ich habe das Gefühl, heute für 2000 Stutz kommst du etwas über, das verhältnismäßig mehr Leistung hat. Das habe ich vorhin eigentlich genau das Gleiche gesagt. Ja, dann für das gleiche Geld kommst du bessere Leistung über. Ja, ich meine, wie nur einfach, dass weißt, die Leistung ist ja so oder so besser für das gleiche Geld jetzt, weil man sich weiterentwickelt hat. Aber ich meine, wie, wenn die Entwicklung genau stehen geblieben wäre, wäre es heute günstiger. Das meine ich. Okay. Das meine ich. Ich kann es nicht ausdrücken, aber das meine ich. Schön. Ja. Schön, dass wir den letzten Punkt noch gefunden haben. Ja. Passt. Fertig, oder? Ja, weiss nicht. Ich weiß auch nicht. Also von meiner Seite passt es. Von meiner auch. Hey, ja. Dann schauen wir, was brandaktuelles nächste Woche wieder zu erzählen gibt. Ich glaube, der Start ist gelungen. Und mit dem sagen wir... Tschüss zusammen, meine lieben Freunde. Peace out.